Vom Fliegen hat der Mensch schon immer geträumt. Einfach abheben und durch die Luft rauschen wie ein Vogel. Mit dem Flügelanzug kommen Extremsportler diesem Gefühl ziemlich nahe. Rauf auf eine Klippe und dann geht's abwärts. Aber ganz so einfach, wie es aussieht, ist es dann doch nicht, sagt Extremsportler Matt Gerdes. Die Leute treten nicht einfach an einen Abgrund und springen im Flügelanzug ab. Bis dahin ist es ein weiter Weg, davor liegen jahrelanges Training. Man lernt Fallschirmspringen und lernt seinen Körper im freien Fall zu beherrschen. Und dann fügt man all seine Fähigkeiten in den Bergen zusammen und lernt mit einem Flügelanzug zu fliegen. Matt Gerdes ist schon von so mancher Klippe gesprungen. Fliegen ist seine Leidenschaft und sein Beruf. Der US-Amerikaner gehe hohes Risiko ein, erläutert Notarzt Dr. Bruno Dora von der Bergrettung in Lauterbrunnen im Kanton Bern. Die Zeiten ändern sich und der Extremsport ändert sich. Unserer Erfahrung nach sind das verantwortungsbewusste Menschen, die Pech haben und dann einen Unfall erleiden. Das gibt es auch beim Bergsteigen und anderen Sportarten im Gelände. Doch es gibt auch Adrenalinsüchtige, die es übertreiben und dann einen Unfall haben. Aber es ist nicht unser Ziel, darüber ein Urteil zu fällen. But it's not our aim to judge. Seit Anfang der 80er Jahre hat es beim Basejumping, zu dem auch das Fliegen mit dem Flügelanzug zu zählen ist, 276 tödliche Unfälle gegeben. Das Risiko fliegt immer mit. Für die Extremsportler ist es der Nervenkitzel par excellence.